Koliko god nam se činilo da individualno živimo svoj individualni život i koračamo nekom svojom individualnom cestom, u biti smo od rođenja do smrti upleteni u mrežu odnosa sa članovima svoje obitelji. Ta mreža se širi čak i na umrle pretke članove obitelji, a ponekad i na one zaboravljene ili nerođene. Rasvjetljavanjem tih utjecaja, kod kojih postaje vidljivo da čak i zaboravljeni članovi obitelji traže svoje mjesto u obiteljskom krugu, bavi se tehnika sistemskih konstelacija. No, rasvjetljavati se mogu i odnosi prema bolesti, novcu, financijama, životnim ciljevima. Alat sistemskih konstelacija sam po sebi je zanimljiv jer na neki neobjašnjiv način sudionici izabrani da predstavljaju članove nečije obitelji poprimaju senzacije, reakcije i emocije upravo tih ljudi za koje nikad prije nisu čuli. Zato je bilo samo pitanje vremena kada ćemo sistemske konstelacije susresti ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Stefan Hausner jedan je od pionira metode koja se naziva sistemskim konstelacijama, također je autor knjige Čak i po cijenu života. Dobro večer. Koliko god da su sistemske konstelacije u Hrvatskoj prisutne već dugo i dosta ljudi ima iskustvo sistemskih konstelacija, ono je ipak toliko neobično da ga zapravo na pravi način mogu znati samo oni koji su doista bili na radionicama. Pa krenimo od samog početka. Što bi to bile sistemske konstelacije u stvari? Also, Systemaufstellungen ist eine Methode, eine phänomenologische Methode, die Bert Hellinger vor inzwischen über 30 Jahren entwickelt hat, mit der man die Möglichkeit hat, eine Frage herum mit Stellvertretern ein System aufzustellen. Und man erkennt in der Aufstellung, kann man Systemzusammenhänge erkennen und Lösungen finden für Probleme. Angewandt wird kann diese Methode in Organisationen, in Familien auch, so hat es auch begonnen. Und mein besonderer Fokus ist die Anwendung dieser Methode im Feld von Gesundheit und Krankheit. Bert Hellinger, koji je tu metodu na neki način i stvorio integracijom mnogih iskustava koje je imao, bio je izvorno svećenik koji je živio, koji je neko vrijeme radio u Africi i drugdje. Na koji način, s obzirom da ste ga osobno i poznavali, što je bila njegova inspiracija? Otkud mu u stvari ideja za takve konstelacije koje neki nazivaju i obiteljskima? O tome ćemo nešto kasnije. Also ich glaube, wesentlich war für ihn im Vorfeld ein Buch von einem ungarischen Therapeuten, Bosormeni Nagy, der über unsichtbare Bindungen in Familien geschrieben hat, über Loyalitätskonflikte zwischen Kindern und Eltern. Und was sonst, man muss Bert Hellinger verstehen als jemanden, der viele Methoden sich angeschaut hat in dieser Zeit und aus diesem Ganzen heraus, aus diesem Konglomerat im Grunde ganz spezifisch diese Arbeit entwickelt hat. Vorreiter war auch Virginia Satir, die mit Familienskulpturen gearbeitet hat. Das heißt, sie hat sozusagen Familiensysteme bildlich dargestellt. Und ich glaube, das Neue von Bert Hellinger war, dass er erkannt hat, dass das Phänomen, was wir als stellvertretende Wahrnehmung heute bezeichnen, dass wenn man sozusagen eine Familie mit lebendigen Personen aufstellt, dass dann ein Phänomen passiert, was bis heute niemand richtig erklären kann, nämlich dass diese aufgestellten Personen Dinge empfinden, die den Familiendynamiken in diesem entsprechenden System entsprechen. Auf diese Art und Weise kann man sozusagen herausfinden, was laufen hintergründig in einer Familie für Dynamiken und inwieweit sind sie vielleicht verbunden mit Problemen, die in dieser Familie entstanden sind oder entstehen.
Možete li opisati jedan susret ili jedan session, kako bi se reklo na engleski, sesiju, kako ona izgleda u praksi? Die Methode der Familienaufstellung wird in erster Linie in einer Gruppe durchgeführt. Das heißt, verschiedene Gruppen, also Klienten, melden sich an, für eine Gruppe gemeinsam sozusagen diese Erfahrung zu machen. Jeder hat in der Regel seine Fragestellung, seine Problematik, wegen der er sich in dieser Gruppe anmeldet. Und nach einer Einführungsrunde, wo die Anliegen der Klienten geklärt werden, fragt der Aufstellungsleiter in der Regel, wer eine Arbeit machen möchte. Danach findet erst ein Eingangsinterview statt, in dem sozusagen die Fragestellung des Klienten nochmal präzisiert wird. Und man versucht im Eingangsinterview herauszufinden, welche Familienmitglieder zum Beispiel aufgestellt werden müssen, um die Fragestellung dieses Klienten greifen zu können. Sie müssen sich vorstellen, dass viele Probleme dort entstehen, wo ein Blickwinkel zu eng ist. Bert Hellinger pflegte zu sagen, mit einem Mikroskop findet man schlecht durch eine Tür. Und so erleben wir immer wieder in Aufstellungen, dass wir aufgrund von früheren traumatischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, Dinge ausgrenzen, die aber wie nicht weg sind, sondern trotzdem noch unser Leben beeinflussen über das Unbewusste und die aber einbezogen werden müssen, um die Fragestellungen des Klienten zu klären. Nach der Klärung, wer sozusagen aufgestellt wird, wählt der Klient Stellvertreter aus, beispielsweise für den Vater, für die Mutter, für sich selbst, vielleicht aber auch für ein Symptom oder eine Erkrankung. Und er stellt dann in der Mitte des Raumes diese Stellvertreter in Beziehung zueinander, nach seinem Bild, wie er die Beziehungen in seiner Familie erlebt. Und danach passiert eben dieses Phänomen, was ich schon versucht habe zu beschreiben, was man nennt der stellvertretenden Wahrnehmung, dass diese Personen dann plötzlich ergriffen werden von Gefühlen, von Körpersensationen, die offensichtlich nicht ihre eigenen sind, sondern die wie übernommen werden oder die wie übertragen werden und in denen aber wertvolle Informationen liegen für den Therapeuten, wo er sehen kann, welche Familiendynamik oder welche Familiendynamiken zusammenspielen in diesem System. So gibt es wie eine Art diagnostischen Teil in der Familienaufstellung, wo herausgefunden wird, welche Dynamiken wirken. Was nun meinen Fokus betrifft, ich arbeite ja viel im Feld von Gesundheit und Krankheit. Es gibt also auch die Möglichkeit, an einen Stellvertreter für die Symptomatik des Klienten oder des Familienmitglieds mit aufzustellen oder für seine Erkrankung. Und man erkennt dann sozusagen, was für eine Rolle spielt denn diese Erkrankung eigentlich im Familiensystem dieses Klienten. Ne? Das für mich Wesentlichste dabei war, im Grunde zu erkennen, durch Bert Hellinger, durch die Erfahrung mit ihm, dass eben viele Krankheiten gar nicht als persönliches Phänomen begriffen werden können, sondern dass man sie wie begreifen muss im Familiensystem. Mhm. Und auf diese Art und Weise wird sozusagen ein Bewusstsein geschaffen beim Klienten, welche Systemzusammenhänge hier wirken, und es werden versucht, Lösungsansätze zu erarbeiten. Ne? Mhm. Ich kann vielleicht ein kurzes Beispiel geben, vielleicht macht das Sinn. In der Regel haben Kinder das Bedürfnis, dass Eltern zusammen sind. Ne? Und entstehen manchmal Schwierigkeiten in Paarbeziehungen, und auf diese Weise entstehen wie Zentrifugalkräfte in der Familie. Das heißt, die Eltern treibt es wie auseinander. Und einer der tiefsten Wünsche eines Kindes ist aber, die Eltern zusammen zu erleben. Und über das Entwickeln einer Symptomatik wird dann sozusagen der Fokus der Eltern wieder auf das Kind gerichtet. Und das unbewusst wird versucht, Trennung der Eltern zu verhindern. Ne? Gleichzeitig entsteht aber Symptomatik beim Kind. Ne? Häufig wird dann mit dem Kind zu einem Arzt gegangen.
Und für den Arzt ist es aber dann schwierig, mit dieser Symptomatik zu arbeiten, weil es ja letztlich gar nicht um die Erkrankung des Kindes geht, sondern es geht letztlich dem Kind darum, das Familiensystem wie zusammenzuhalten. Kada pričate o ovom fenomenu koji je u stvari za vas samo alat i svaki čovjek koji dođe kao sudionik na nekakav session sistemskih konstelacija vrlo brzo to prihvati kao zdravo za gotovo i prestane se tome čuditi. Pa vjerujem tako i vi, to je jednostavno tako, neke stvari su takve. Ipak je li bilo ljudi koji su malo ozbiljni pogled usmjerili u tu nevjerojatnu osobinu koja se događa doista? Ja sam imao prilike vidjeti na svoje oči, a i mnogi moji prijatelji koji su sudjelovali, gdje čovjek, mada ne vjeruje da mu se to može dogoditi i čak se ispričava unaprijed, odjednom zaista se počne ponašati kao autistično dijete. Ljuti otac, rasplakana majka koju je nekog htio ubiti ili na sličan način. Čini mi se da to dosta nešto važno govori o svijetu i načinu kako je postavljen i na koji način je sve umreženo. Imate li vi kakve ideje na čemu se uopće temelje sistemske konstelacije i njihova mogućnost iscijeljivanja i razumijevanja stvari? Otkuda, kako u stvari svijet izgleda ako ljudi s takvom lakoćom ulaze u tuđe uloge i počnu ih manifestirati i naravno čak i odgovarati na pitanja osobi koju zanima što doista osjeća neki od njihovih partnera, a što taj partner inače ne može reći. Also, natürlich gibt es Spekulationen dahinter. Ne? Da bewegen wir uns aber in einen Bereich der Spiritualität hinein, wo wir annehmen können, dass die Trennung eigentlich eine Illusion ist. Denn das, was wir in allen Aufstellungen erfahren, was wir in allen Aufstellungen erkennen, dass wir, wie Sie schon sagen, mit mehr verbunden sind, als wir zunächst annehmen. Das eigentlich Heilsame bei Aufstellungsarbeit hängt genau mit diesem Phänomen zusammen, dass wir sozusagen aus einer persönlichen traumatischen Erfahrung heraus oder aus einem Familientrauma heraus, um dieses Trauma zu überleben, Filter aufbauen und uns von gewissen Dingen abgrenzen. Wir versuchen also die schwierige Erfahrung, die traumatische Erfahrung versuchen wir eher von uns fernzuhalten, nur ist sie eben nicht weg. Und sie taucht wie immer wieder durch verschiedene Situationen in unserem Leben auf, wie auf einem Schirm. Und wir erleben uns dann immer wieder häufig auf ähnliche Weise in ähnlichen Situationen wie Scheitern. Das Heilsame in Familienaufstellungen kommt sozusagen aus dieser Erfahrung heraus, dass wir erkennen müssen, dass die eigentlich traumatischen Erfahrungen sozusagen unser tägliches Leben beeinflussen und dass wir uns wieder mit ihnen beziehen müssen. Wir müssen sie wieder integrieren in unser Bewusstsein. Wir müssen anerkennen, dass sie zu uns gehören. Und indem uns das gelingt, werden wir wie kompletter und unser Leben kann wie wieder runder werden. Ne? Bert Hellinger pflegte zu sagen, ganz und rund und heil kann sich einer fühlen, der alles genommen hat, was zu ihm gehört. Ne? Der ist also wie nicht getrennt. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese Arbeit funktioniert, weil tief in unserer Seele wissen wir Bescheid. Wir kennen ja alle das Phänomen, dass wir täglich um eine bestimmte Kreuzung fahren und wir wissen eigentlich, wir fahren vielleicht ein bisschen zu schnell, es könnte gefährlich werden und dann passiert dieses Phänomen, dass wir sagen, heute fahren wir ein bisschen langsamer und wirklich kommt uns ein Auto entgegen. Das heißt, ich vermute, dass wir so wie in unserer Seele eine gewisse Hellsichtigkeit haben und die überwindet im Grunde diese Trennung. Also ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches, ist eines der wesentlichen Grundprinzipien, die hinter dieser Arbeit wirken, wenn Sie da hingehen möchten, ehrlich gesagt. Kako se vi kao voditelj snalazite u situacijama u kojima, dakle, neka osoba koja je izrekla neki problem, potom je izabrala osobe koje će predstavljati sudionike njenog problema, oca, majku, brata, baku, djeda, i oni se na neki način počnu u prostoru doista kretati. Odbijaju se, privlače se,
gledaju se, ne mogu se gledati, plaću, možda su uzeli uloge nekih ljudi koji su bili izrazito zaračeni ili u neprijateljskim odnosima. Na koji način je moguće jasno interpretirati što je ključ problema i kako ga riješiti? S obzirom da mi se čini da tu je potrebno dosta nekakvog opreza da se čovjek ne bi možda zaletio u neke zaključke, možda čak i intuitivnih uvida. Ta problematika nikako nije egzaktna. Pa kako se vi kao voditelj snalazite, u kojem smjeru biste trebali krenuti u pojedinoj situaciji? S obzirom da vi ipak te ljude navodite i sa pitanjima, pitate ih, neke od tih ljudi zamolite da kažu što osjećaju, tako da da osoba može saznati što neko ko je predstavljen tom osobom zapravo osjeća. Jel vam se nekad osjeća da vozite kao kroz mrak bez svjetala ili uglavnom nađete put? Ich möchte gerne nochmal Bert Hellinger zitieren an dieser Stelle. Denn er sagte, das Erste, was der Aufstellungsleiter macht, er öffnet sich in gewisser Weise für alles, was wie anwesend ist. Ne? Das heißt, er stellt sich zur Verfügung, alles, was zu diesem Menschen gehört, wie zu beinhalten. Ne? Wenn wir bei diesem Bild bleiben, dass Trennung wie Symptomatik oder zu Problemen oder zu Krankheiten, zur Symptomatik führen kann, dann würde ja im Gegenzug sozusagen die Verbindung wie heilsam wirken. Ne? Und Ovo je jedna od dužih pauzi. Ali u svakom slučaju, kada ste već zastali da vas pripitam, u vezi jedne teme koja se stalno iznova uvijek pojavljuje, a to je uloga preminulih članova obitelji u obitelji. Vrlo često je ta karika koja nedostaje vezana uz nekog tko je umro, nekog tko je zaboravljen, pa čak i abortiranu djecu. Što se unutar sistemskih konstelacija događa sa takvim zaboravljenim preminulim članovima? Kakvi su učinci, što treba razriješiti u vezi toga? Danke, dass Sie mir geholfen haben, den Faden von vorhin wieder aufzugreifen. Was wir erkennen in den Aufstellungen ist, dass sozusagen die Macht gerade bei den ausgegrenzten Inhalten liegt. Ne? Das heißt, eine der Hauptaufgaben des Aufstellungsleiters ist herauszufinden, was wird vom Klienten unbewusst ausgegrenzt und was muss aber unbedingt einbezogen werden, um eine Lösung für die Fragestellung zu finden. Wie Sie richtig ansprechen, sind das häufig Verstorbene, vor allem wenn es traumatisch war, wenn es plötzlich war. Es können abgetriebene Kinder sein. Also es macht den Eindruck, dass alles das, was wie ausgegrenzt ist, weil es eben weil es uns überfordert hat, emotional überfordert hat, versuchen wir das eben von uns fernzuhalten. Wir versuchen uns zu trennen davon. Und die heilsame Bewegung wäre im Grunde dann wiederum das Einbeziehen dieser Aspekte, ne? Und sie als zu uns zugehörig anzuerkennen. Und in der Weise geht es eben darum, mit hoher Sensitivität behutsam damit umzugehen und wie eine Annäherung das zu schaffen beim Klienten wiederum an diese Dinge, die er sozusagen in früherer Zeit wie von sich fernhalten musste, weil sie ihn emotional überfordert haben. Ne? Das können eben frühere Verstorbene sein, das können persönliche traumatische Erfahrungen sein, das können aber eben auch über die Generationen hinweg traumatische Erfahrungen sein, die in der Familie stattgefunden haben. Vratit ćemo se opet malo na pitanje preuzimanja uloga onih koji u tom trenutku više nisu sa obitelji. Sada ćemo pogledati prilog sa vašim domaćinima. Naime, sistemske konstelacije prisutne su kod nas već dosta vremena, što jest veza kroz koju je Stefan Hausner posjetio Hrvatsku, pa upoznajmo ga bolje i poslušajmo nekoliko impresija o sistemskim konstelacijama. Stefan Hausner je vrlo poznat sistemski terapeut i jedan od najcijenjenijih terapeuta u ovom području sistemskih konstelacija. On je jedan od prve generacije
učenika Berta Hellingera, koji je začetnik ove metode sistemskih konstelacija. My knowledge of him started 15 years ago when we met at a workshop done by Bert Hellinger in Israel. There we got to know each other. He didn't work there, nor did I. We were both participants, sort of learning from Bert Hellinger, our teacher. And we stayed connected. And then more and more I realized what his specialty is he brought or he's bringing to the work. He started actually training as a nurse. He was interested in the body. So he started really from scratch, with the body. Then he went into Chinese medicine, and he decided to take the course of Heilpraktiker, the German term for homeopaths, naturopaths, and continued to learn about holistic medicine from very different angles. And this is what he brings to the work, what he brought to when he first met Bert Hellinger in the 90s, realizing what Bert Hellinger does with people who are sick is just revolutionary. And Bert Hellinger, very often that he first did it, he simply put the person, we could almost put it like this, who comes and puts a representative for the illness opposite. And then watching what happens, what's going on in these representatives for the person who is ill and for the illness that is being looked at. Very often the illness turned into a missing person or something, an element in the family which needs to be looked at, which so far no one has thought about. So in a nutshell, this is what the impulse Bert Hellinger gave to Stefan Hausner, and Stefan Hausner then went on to gain enormous experience in this regard. Now he's the world leading figure, looking at illness, symptoms and so on in connection with systemic family constellations. Bert Hellinger, koji je začetnik ove metode, nije zapravo počeo svoju karijeru, profesionalnu karijeru kao psiholog ili psihoterapeut ili terapeut ili iz bilo kojih oblasti. On je zapravo bio svećenik, katolički svećenik koji je živio jedno vrijeme u Africi i proveo nekih 15 godina podučavajući djecu iz plemena Zulua. I tamo je naučio dosta o tim nekim zakonitostima, prirodnim zakonitostima koji se javljaju u ljudskim odnosima. Toga je vjerojatno na neki način to iskustvo ponukalo da ostavi svećenički red i da se počne baviti psihoterapijom. Međutim, on je dao jedan potpuno novi doprinos terapiji time što je uključio takozvanu metodu, mi je zovemo metoda konstelacije. O čemu se radi? To je metoda postavljanja predstavnika u prostor. Znači, ljudi koji sudjeluju u grupi predstavljaju ili određene osobe, ili određene dijelove sistema koji se postavlja, ili određene dijelove situacije ili pitanja sa kojim osoba se obraća terapeutu. When I first came to a workshop done by someone, actually it happened in Germany, my second constellation, first I witnessed, and the second constellation I was asked to represent someone. Okay, I just stood there. I was representing a man who had, I think, 10 siblings, brothers and sisters, and half of them were dead. And I stood there and could feel the pain and the terror of that. And only later I realized this is my own situation. My parents had 6 children and 3 of them were dead. 2 were dead before I was born actually, and the youngest died later. And it was exactly my situation. And later on I realized it happens a lot in constellation work now, that we are asked to represent someone and it rings a strong bell within us. So I
I got virtually, so to speak, hooked by this experience. I knew there's something very, very strong, very powerful in it. And the next day or 2 days after, I was sitting by myself, remembering what happened to me, and then I remember my older sister on my side, my younger brother still alive on my side, and then I imagined the other two older ones and the youngest one standing with us together, just sitting together, and I could feel, oh yeah, this is what's missing. This is what has been missing for so many years of my life. That they are still there somehow, my siblings who are dead, but they're not fully gone. Anyway, this is really what was the strongest, or my most important experience I had with constellation work. Ovaj postupak je vrlo brz i nadasve učinkovit. Znači, vi možete riješiti neko svoje pitanje za kojim ste se borili godinama u tijeku jedne konstelacije koja može trajati 15 minuta, pola sata, 40 minuta. Neki puta ćete trebati nekoliko konstelacija, znači napraviti nekoliko tih koraka, ali uvidi koje dobijete kroz njih su tako duboki i imaju trenutačan efekat zapravo. Taj efekat možete osjetiti u svom tijelu, taj efekat možete osjetiti u boljim odnosima, taj efekat možete osjetiti kad dođete kući u svoju obitelj pa vas supruga drugačije pozdravi. Često uzroci naših problema ne leže na individualnom nivou. Prema tome, jednostavno na tom nivou nemoguće ih je i razriješiti. After that experience, my life changed that I felt more energy available. I could live my life more fully than before. I got a sense of having support, particularly from those two older brothers of mine who were dead before I was born. I could feel them standing behind me. I could feel, yes, I'm not the oldest son of the family. They're there. It's their job. So I can live my own life. Now I can really go and feel the support of these two older brothers like they were alive, like I could go and ask them for advice or so, like a younger brother can do with an older brother. Now, that was a difference. And then the miracle happened. Through the work, I actually met experienced facilitators who are exactly the ages of my two older brothers. And I developed a very nice relationship with them. I could ask them for advice, and they taught me about the work, not only, but about life in general. So it's like a miracle for me, that was set in motion with that very first experience I had. Postupak je sljedeći. Obično se radi u grupi i osoba koja želi raditi na svom pitanju bira ljude iz grupe da predstavljaju određene članove obitelji te osobe, najčešće obitelji, ako se radi sa obiteljskim sistemima, međutim može se raditi i sa organizacijskim sistemima i drugim vrstama sistema, ali ostanimo kod obitelji. Znači, osoba bira predstavnike za članove svoje obitelji. Iz sudionika grupe, znači to su često ljudi koji nas uopće ne poznaju i koji naravno ne znaju ništa o tim ljudima koje predstavljaju. Osoba koja ima pitanje te predstavnike za članove svoje obitelji postavlja onda u prostoru, to znači u odnosu jedne prema drugima, bez riječi i po unutarnjem osjećaju. I ako je to učinjeno na jedan pribran način i sa određenom intencijom, tada vrlo brzo te osobe koje su postavljene u konstelaciju počinju poprimati različite senzacije, mogu osjetiti razne senzacije u svom tijelu, na primjer, trne mi lijeva ruka ili srce mi jako lupa, znači počinje od nekih tjelesnih senzacija, kasnije mogu isto tako zapaziti da su ljuti ili da su tužni, znači određeni osjećaji se evociraju tim predstavnicima. I ne samo kod individualnih predstavnika, nisu samo znači
osjećaj individualnih predstavnika koji su ovdje evocirani, već se evocira i dinamika tog obiteljskog sistema, koja točno odgovara u svim pojedinostima onom sistemu koji se predstavlja. It can be done one on one. And when we do that, one-on-one work, we use these figurines. And these figurines then represent important people in the family of the one who comes. For example, sometimes it can happen that a husband and a wife come because they have difficulties with their child. And so it can happen that the husband places himself like this. You select this figurine and put it here. The wife selects the figurine, puts it here, and the child they put here. Now we see them standing like that, looking all in this direction. And then the memory comes from the talk before, is that for both the husband and for the wife, their mothers died some time ago, for the husband when he was very young. And then with the work it is that we can make the connection that, okay, the two mothers are missing. No, these are not old people. No, their mothers are missing. And then what then happened is one mother was put here and the other mother here. And now they look at them as if they are still alive and feel the feeling which they have suppressed maybe for a long time, allow this feeling now to come up, like a sense of sadness. So this would be a typical situation where figurines are no longer play figurines, but become kind of real. Ono što se pokazalo u 20-30 godina sistemskih konstelacija jest da kada se priča o neintegriranim članovima obitelji, čak još i više od onih koji nikad nisu ni živjeli da bi ih neko zapamtio. Znači, baka i djedova se još netko možda i sjeća, djece koja su abortirana i slično se ne sjeća. Događalo se da ljudi svoje živote žive neka druga djeca, preuzimajući u stvari nekakve sudbine i uloge osoba koje na neki način nisu dobili legitimitet. U ovom slučaju su mrtve ili nisu čak ni rođene. Kako se to manifestira u njihovim životima? Nun, das Phänomen, das Sie ansprechen, ist dieses Phänomen der Identifizierung. Das Modell, das Bert Hellinger im Hintergrund hält, ist sozusagen die Vorstellung, dass es eine Art Gruppengewissen gibt, das darüber wacht, dass alle, die dazugehören, auch ihren Platz behalten und ihren Platz bekommen. Und in der Weise passiert dieses Phänomen, dass die ausgegrenzten Inhalte wie erinnert werden. Ne? Und so führt das eben zu einer Identifizierung. Das heißt, wir empfinden so, wie die ausgegrenzten Personen, wir empfinden wie die ausgegrenzten Personen, wir denken wie die ausgegrenzten Personen und wir handeln vielleicht sogar wie die ausgegrenzten Personen. Und das sind eben manchmal wirklich sogar Menschen, die wir gar nicht mit einbeziehen. Das sind eben auch nicht nur Blutsverwandte, sondern es kann zum Beispiel eine frühere Partnerin oder Frau des Vaters sein, die zum Beispiel verstorben ist und ein Teil des Herzens bleibt sozusagen, des Vaters bleibt wie verbunden mit dieser ersten großen Liebe. Und vielleicht erlaubt aber die zweite Frau gar nicht, dass von dieser Frau gesprochen wird, ne? Weil sie wie spürt, dass der Vater mit seiner Aufmerksamkeit zum Teil noch dort ist. Und die Erfahrung ist eben, dass diese Personen dann eben vertreten werden und eine Tochter zum Beispiel aus diesem System, aus diesem Familiensystem wird dann wie ohne dass sie das verhindern kann, übernimmt sie teilweise vielleicht Verhaltensweisen dieser Person, dieser früheren großen Liebe des Vaters. Sie übernimmt vielleicht Sätze, die diese Frau gesprochen hat. Sie übernimmt aber auch Gefühle für diese Person, ohne dass sie sozusagen wie unterscheiden kann, dass das ihr eigenes Leben ist oder nicht. Ne? Und
solche Systemzusammenhänge können eben ans Licht kommen über Aufstellungsarbeit. Und es kann dann wie erinnert werden, dass es diese frühere Frau gegeben hat. Und die Möglichkeit besteht dann, dass die Tochter sozusagen ihr Schicksal wie langsam trennen kann von dieser Person und wie so in ihr eigenes Leben hineintreten kann. Also das wäre ein Beispiel für so eine Verstrickung, wie man das auch nennt. To bi značilo da ljudi koji nisu toga svjesni često puta mogu živjeti neki tuđi život, odnosno u slučaju kada bi osvijestili postojanje takvog nekog umrlog ili nerođenog djeteta ili zaboravljenog člana, da bi se prvi put možda osjećali kao da su sami sa sobom. To mora biti veliki izazov za njih. Durchaus ja, ich stimme dem zu, dass das eine große Herausforderung ist, aber der Vorteil ist eben dieses bildhafte Vorgehen in der Aufstellungsarbeit, dass es einerseits sehr deutlich wird und andererseits tragen die Menschen ja wie diese beiden Anteile in sich. Das heißt, sie kennen das eine und sie kennen das andere und sie erleben sich auch oftmals wie im Konflikt zwischen diesen beiden Positionen, zwischen diesen beiden Haltungen oder Leben, wie Sie sogar sagen würden. Und gerade das Bewusstsein darüber damit wird einem plötzlich wie klar, das ist das, wo es hingehört. Es wird dem, was vorher ausgegrenzt war, wird wie eine Heimat wiedergegeben. Und es wird eben auch deutlich, dort gehört es hin und es ist gar nicht meins. Und dadurch, dass es bewusst wird, findet dann auch ein Lösungsprozess statt. U ovoj knjizi, čak i po cijenu života, koja je sad nedavno objavljena i u Hrvatskoj, ima previše primjera da bih sad spominjali. Cijeli raspon situacija unutar obiteljskih, izvan obiteljskih, čak i, rekao bih, isprepletenih sa velikim povijesnim događajima, s obzirom da su mnogi ljudi nosili terete nekih događaja koji su se dogodili njihovim djedovima, recimo u ratu, ako je bio neko nazočan na nekoj traumi ili možda čak dio nekog vojnog pothvata koji nije bio u skladu s njegovom savješću. Događa se da se čak i takvi tereti prenose u onom što se inače naziva nekad transgeneracijski utjecaj nesvjesne kolektivne svijesti. To je ovako dosta dobar naziv u kojem je ta obitelj jedna sudbinska zajednica. Ovu knjigu ste napisali prije 8 godina i u međuvremenu ste se također unutar tih prostora sistemskih konstelacija, koje su mnogima možda ove sekunde nove, našli i nekakve svoje vlastite, neću reći možda specijalizacije, ali uvide ili smjerove kretanja. U kojoj mjeri i što ste to različito ili poboljšano ili specijalizirano naučili ili se počeli baviti u zadnjih nekoliko godina u odnosu na ono što su obiteljske konstelacije bile na početku? Also dadurch, dass ich aus der Alternativmedizin komme, dadurch, dass das mein Hintergrund ist, hat mich eben dieses Thema auch im Besonderen angezogen. Und ich habe eben gemerkt in meiner Arbeit mit der Praxis, dass ich trotz einer guten Homöopathie, trotz guter Methoden, die ich anwende, an meine Grenzen komme. Und mir war klar, eigentlich stimmen die homöopathischen Arzneien, die ich einsetze, aber die Wirkung, die sie zeigen, ist nicht die, die ich erwarte. Insofern war deutlich, hier liegen Blockaden vor und wesentlich war für mich eben dann das Zusammentreffen mit Bert Hellinger, wo sehr deutlich wurde, womit diese Blockaden zusammenhängen können. Wie Sie richtig sagen, betrifft es eben oft nur nicht persönliches Trauma, sondern es betrifft eben auch Traumata, die in früheren Generationen stattgefunden haben. Und es scheint so zu sein, als würde all das, was in unserer Vergangenheit nicht an seinem Platz ist, was wie nicht befriedet ist, aus unserer Vergangenheit wie eine Sehnsucht haben, befriedet zu werden und wie in späteren Generationen nochmal lebendig wird oder erinnert wird, um letztlich anerkannt zu werden, um letztlich wieder ins Bewusstsein zu kommen und dass man sich wieder mit aussöhnen kann. Und mein Fokus war eben im Besonderen die Verbindung von Krankheitssymptomen oder auch von chronischen Erkrankungen oder vor allem dort, wo eigentlich gute, herkömmliche Therapieansätze nicht die Effekte bringen, wie wir sie eigentlich erwarten, das in einen Zusammenhang zu bringen und zu schauen, wo
Gibt es vielleicht im Familiensystem Hintergründe, die in irgendeiner Weise in Verbindung stehen können damit? Und kann man vielleicht eben über die Methode der Aufstellung hier lösende Ansätze finden? Und auf diese Weise den Familien helfen und den Betroffenen. Također su poznati slučajevi kad ljudi idu na sistemske konstelacije radi nekih za njih postojećih problema koji naizgled nisu vezani uz obitelj, pa neko dođe zbog financija, zbog posla, ili recimo poznati su slučajevi kada neko predstavlja neki bolesni organ ili bolest ili slično. Dok ljudske reakcije još možemo nekako tumačiti, plaću, smiju se, mogu se izraziti, na koji način se ljudi koji predstavljaju neki takav problem, nevidljiv, financije, posao ili bolesni organ, kako se oni izražavaju? Na koji način možete od njih saznati kroz pitanja što je problem? Naja, es wird ja eben genau über die Aufstellung sichtbar. Das ist ja das Spannende, ne? Dass vor allem dass dort, wo wir, also in der Tiefe wollen wir alle das Gleiche. Ne? Wir wollen Glück in der Familie, wir wollen Gesundheit, wir wollen beruflichen Erfolg. Ne? Und wir setzen ja auch alle unglaublich viel ein dafür und trotzdem machen wir die Erfahrung, den einen gelingt es und den anderen gelingt es nicht. Und das wären genau diese Indikationen, wo man sozusagen hineinschauen kann in Familiensysteme, weil es eben häufig dann im Hintergrund Ereignisse gibt, die vielleicht findet auch die Epigenetik da mehr heraus in Zukunft. Das ist ja auch ein ganz neuer Zweig, wo sozusagen klar wird, dass Verhaltensweisen unserer Großeltern unser Leben heute beeinträchtigt. Gerade über die Aufstellung können wir eben herausfinden, wo diese Blockaden sitzen und wir vermögen sie eben zu lösen. Zanimljiv je još jedan fenomen sistemskih konstelacija o kojem smo mogli ponešto čuti u ovom primjeru iz priloga, kad je znači osoba, u ovom slučaju je to bio gospodin Max, bio predstavnik nekog drugog. Međutim, na neki način je ta situacija se ticala i njega. I općenito primijetio sam i u razgovorima, recimo na konstelacijama koje ste vi imali u Zagrebu, sam izrazio mišljenje jednoj sudionici kako mi se čini jako neekonomično. Tamo je 20 ljudi, ona je bila predstavnica, koliko bi vremena trebalo proći da svatko zapravo izrazi u 40 minuta ili sat vremena svoju neki problem. Međutim, pokazalo se da mnogi problemi se tiču u isto vrijeme mnogih ljudi. Bila je jedna osoba koja nije sudjelovala u postavama, međutim počela je pokazivati neke senzacije, a druga osoba mi je rekla da već samim sudjelovanjem su se proširile vidici ili su čak bile neke situacije koje je mogla povezati sa sobom. Može li se reći da ove sistemske konstelacije su sistemske čak i u pogledu grupe koja je prisutna? S obzirom da stalno nekako iskače nekakva međusobna usklađenost i umreženost, da se događa puno više toga nego samo onoj jednoj osobi koju predstavljaju neki ljudi koji su izabrani. Ja, ich empfehle meinen Klienten auch in der Regel, bevor sie sich entscheiden, eine Aufstellung zu machen, zum Beispiel als Beobachter, sich in so eine Gruppe zu geben, um auch herauszufinden, ob sie das machen möchten. Und meine Erfahrung ist auch, dass letztlich ist ein Problem immer zu komplex, als dass man es in einer Aufstellung erfassen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, Veränderung setzt ja Beweglichkeit voraus, ne? Und vielleicht ist auch noch ein wichtiger Punkt anzusprechen, es ist ja nicht nur die Aufstellung als solche, die etwas bewirkt, sondern nur das, was ich dort erkenne und auch in mir, in meinem Körper wie präsent werden lassen. Wenn ich mich sozusagen ergreifen lasse von dem, nur dann kann ich letztlich in einen Prozess der Veränderung kommen. Also das reine Beobachten, würde ich jetzt mal sagen, genügt so noch nicht. Aber das Wesentlichste ist wahrscheinlich, dass man das Herz aufmacht für das, was man da erlebt. Und die Erfahrung ist eben dann auch, dass dort bewegende Prozesse stattfinden. Und wenn es mir gelingt, auch als Beobachter, mich davon bewegen zu lassen, dann wird oft etwas angesprochen sozusagen in der eigenen Seele, was dann wie von selbst zu einer Art Lösung kommen kann. Und in der Weise ist es auch wichtig für mich, diese Arbeit in der Gruppe zu machen. Denn aus meiner Sicht wäre es jetzt falsch zu sehen, dass nur die eigene präzise Aufstellung für mich ist, sondern hier, das ist sicherlich das i-Tüpfelchen des Ganzen, aber ich halte es für wesentlich, sich über mehrere Tage oder eben auch regelmäßig dann in Gruppen zu sein, um sich sozusagen von dem bewegen zu lassen, was man wie erkennt und was wie angetriggert wird in einem. Ne?
Aber natürlich braucht es auch die entsprechende Nachsorge oder Betreuung durch einen Therapeuten dann. Ne? Also manches, was auch in der Aufstellung ans Licht kommt, muss auch wie nachbearbeitet werden dann. Ne? Možete li za kraj ispričati neki dramatični primjer iz vaše prakse? Ne očekujem da se sjećate svega ovog što ste napisali u knjizi, jer poznato da autori prvi zaborave svoje knjige. Međutim, neki događaj koji bi mogao približiti efikasnost sistemskih konstelacija u smislu dramatičnih promjena, konkretno bolesti koje su se izliječile ili nekakve blokade koje su doista bile tako bolne da su čovjeka blokirale u životu. Možda bi jedan primjer za kraj mogao osličiti ovu priču koja je zapravo teško prispodobiva ako čovjek nije imao baš nekakvo iskustvo ili dosta o tome slušao. Ja, ich gebe gerne ein Beispiel. Ja, es war ein Mann in einer Gruppe in der Dominikanischen Republik und er kam wegen einem beruflichen Anliegen, denn er hatte die Arbeit verloren. Er kam eigentlich wegen zwei Anliegen. Nein, stimmt, jetzt bin ich genau an dem Punkt, dass ich es richtig erinnern muss. Er kam wegen Bluthochdruck. Und ich habe ihn gefragt, wann begann dieser Bluthochdruck? Und er sagte, er begann in einem Moment, wo er die Arbeit verloren hatte. Er wurde entlassen. Und dann habe ich, aus der Erfahrung weiß ich, dass die emotionale Beziehung, die man zur Arbeit hat, ist oft identisch wie zum Vater. Und so habe ich ihn gefragt, was ist denn mit deinem Vater geschehen? Und sofort antwortete er, dieser unmögliche Mensch hat uns verlassen, mich und meine Mutter, als ich 13 Jahre alt war. Seine Geschichte war, er war der älteste von 10 oder 11 Kindern in dieser Familie und somit kam auf ihn ein großer Druck, nachdem der Vater sich getrennt hatte von der Mutter, weil er wie an den Platz des Familienoberhaupts gekommen ist. Ne? Für mich hat das genügt als Information, so als Einstieg in diese Arbeit. Und ich habe ihn gebeten, er soll jemand aufstellen für sich, für seinen Vater und für seine Mutter. Und er hat den Vater im Raum in die Ecke gestellt und hat sich selbst ganz nah zur Mutter gestellt, eben in eine Position, wo man sehen konnte, er ist eigentlich größer wie die Mutter und er übernimmt Verantwortung für sie. Als wir aber dann diesen Stellvertretern den Raum gegeben haben, dass sie sich verändern, hat sich die Mutter von ihm abgewandt und ist weggegangen und sein Vater, von dem er immer dachte, er würde sich nicht für ihn interessieren, weil er auch den Kontakt abgebrochen hatte zur Familie, hat sich ihm zugewandt und hat eigentlich liebevoll auf ihn geschaut. Ne? Und ich habe ihn dann gefragt, wenn du dir das jetzt anschaust, wer ist denn dein Problem? Weil sein Bild war ja, sein Vater ist sein großes Problem. Ne? Aber er musste dann anerkennen, dass die Mutter sein großes Problem war und dass er eigentlich versucht hat, diese Mutter zu halten. Und in einem Prozess, wo er die Mutter letztlich dann wie gehen lassen konnte und sich wieder dem Vater zuwenden konnte, ist er in Kontakt gekommen mit der tiefen Liebe, die er für seinen Vater empfindet, die er sich aber nie erlaubt hat, fließen zu lassen. Und das Erstaunliche war, als diese Liebe ins Fließen gekommen ist und er sich wie mit seinem Vater versöhnt hat, hat er gemerkt, wie sein Blutdruck im Grunde zu sinken begann. Das war eine unglaubliche Erfahrung für mich einerseits und auch für ihn. Er kam dann am nächsten Tag und am übernächsten Tag, weil er hat regelmäßig Blutdruckmessungen gemacht und er sagte, er weiß auch nicht warum, aber er fühlt sich um Unglaubliches erleichtert und er merkt, dass der Druck, den er so immer hatte, eigentlich in ihm, der Überdruck, der immer da war, auch in seinem Kopf, dass das wie nachgelassen hat. Gospodine Hausner, hvala. Do neke sljedeće prilike i želim još puno ovakvih dramatičnih slučajeva kakve ste opisali u knjizi. Hvala vama naravno na pažnji. Ako se već pogleda ona dimenzija života svakoga od nas koja izgleda kao neprekinuti niz zagonetki i čvorova za raspetljavanje koji su vezani u sve te silne situacije ili ljude koji nam čine život, prolaze kroz njega ili su s nama od samog početka, lako je zaključiti da je riječ o podrumu s puno podzemnih hatova kojih često uopće nismo svjesni. I tek raspetljavanjem tih mračnih utaka stvari se mogu promijeniti. Ponekad je to teško ili pak nemoguće bez neke vanjske pomoći da uočimo neka do tad skrivena vrata. A kao često u nekakvim uzbudljivim filmovima za djecu, često je štost upravo u skrivenim vratima. Laku noć.